Also, ein gutes Neues allen. Das gilt, dann muss ich es nicht 27 Mal sagen. Das ist immer schön, wenn du die erste Predigt hast im neuen Jahr. Allen ein gutes Neues. Und jetzt machen wir so eine Fragerunde mit Aufstrecken. 2 Fragen. He? Wer will gern ein entspanntes 2023? Gut. 2, 3 haben aufgestreckt. Jetzt alle anderen. Wer hat sich Vorsätze genommen für das neue Jahr? Aha, das sind die nicht entspannt sein wollen. Ist das so richtig? Das sind viel weniger. Ja, das ist gut, die haben doch schon einiges an Entwicklung mitgemacht, oder? Mit diesen guten, alten, neuen Vorsätzen. Ich tue doch gerne noch mal über die auch ein bisschen schwätzen. Als Einstieg macht sich das immer so gut im neuen Jahr, oder? Wer von euch hat schon mal aufgehört zu rauchen im neuen Jahr? Doch, 2. Ja, unter Christen raucht man nicht, dann streckt man auch nicht auf, oder? Das stimmt gut. Also alle rauchen, haben noch nie aufgehört zu rauchen. Ah, die rauchen alle noch? Nein, gut, lassen wir das, oder? Wer will mehr Sport machen? Wer will mehr lesen? Wer will mehr in die Stille? Wer will weniger Fernsehen schauen? Netflix? Weniger Gamen? Weniger News? Wisst ihr, was ich ganz schlimm finde? Das ist der Dry January. Das finde ich so ein neumodisches Zeug. Du. Und was noch viel schlimmer ist also nicht, ich finde es nicht schlimm, wie man es macht, sondern für mich einfach und denke, das gibt ja noch mehr Druck, oder? Das ist der Veganuary. Ich kann es kaum aussprechen, oder? Aber jetzt, boah, wie soll ich nur den Januar überleben, oder? Ich meine, oder? Und das funktioniert irgendwie nicht mit diesen Vorsätzen und so. Und ich habe eigentlich den halben Januar, eigentlich den ganzen Januar bis fast im Februar in ein schlechtes Gewissen. Oder? Weil das schaffst du irgendwie nicht. Dann habe ich gedacht, ich mache das anders. Ich nehme all meine Laster gerade mit ins neue Jahr. Also kaum haben wir angestoßen, wir haben ja schon angestoßen, dann hast du Alkohol schon getrunken, oder? Dann habe ich die Zigaretten angezündet und dann noch das Bier getrunken und dann war es gut gewesen, oder? Dann habe ich wie alle Laster gerade schön, aber das habe ich gemerkt, bringt es auch nicht. Als Pastor solltest du das Vorbild vorausgehen. Jetzt bin ich ja nicht mehr, jetzt kann ich... Stimmt! Na gut, oder? Und dann habe ich gedacht, bewusst nichts machen, machst du einfach gar nichts. Aber gar nichts geht ja nicht, weil das Leben kommt einfach so auf einen zu. Oder? Die Zeit läuft. Ich meine, wir haben uns heute gesagt, hey, jetzt ist schon vor einer Woche her, wo wir Gäste hatten, wo wir Silvester gefeiert haben, wo wir das Knallen gesehen haben. Und es läuft und läuft und läuft. Und dann habe ich mal in die Agenda geschaut und habe gemerkt, alle Wochenende im Januar sind schon verbucht. Oder? Und da habe ich euch so ein Film mitgenommen. Ich habe das zufällig auf YouTube gefunden. Und das zeigt mir so, da kommt etwas auf dich zu, ist so wie Tetris ein Stück weit, oder? Und unten musst du etwas machen, oder? Das ist so das Klavierspielen, Video, und da kann ich jetzt gerade geschwind Film absagen. Das ist noch easy, he? Wenn man jetzt nicht klatscht, ich habe es ja nicht gespielt, oder? Aber so kommt mir manchmal das Leben vor, oder? Ich bin zwar immer noch so ein bisschen für Elise, oder? Aber jetzt merke ich, langsam wird es schneller und schneller und die Sachen kommen und ich muss reagieren. Und genau das ist ja das, was im 2023 abläuft und es reagiert und es kommt auf mich zu und ich muss und es läuft und es tut. Und darum habe ich den Titel von der heutigen Predigt ein entspanntes 2023, oder? Habe ich das also als Titel genommen.
Und es ist einfach so, wir müssen jeden Augenblick oder jeden Ton, der da zu fliegen kommt, den musst du treffen, du musst irgendwie reagieren, oder? Jeden Augenblick. Und so ist es eben so wichtig, dass wir im Augenblick drin leben. Nicht schon in der Zukunft und nicht schon oder noch in der Vergangenheit, sondern im Jetzt drin zu sein. Und das hilft im 2023, wenn wir im Jetzt sein können. Und so durch das entspannte Jahr zu gehen. Und ich habe gedacht, gut, das ist alles so ein bisschen, wir sind in einer gestressten Zeit und man könnte ja sagen, unsere Generation ist die gestressteste Generation, wo wir so viele Entscheidungen fällen und Zeug und Sachen. Dann habe ich gedacht, ja gut, das soll ja Predigt sein, nicht nur so ein Selbsthilfe-Dings. Dann schaue ich doch einmal in der Bibel, wer ist der gestressteste Typ in der Bibel. Oder? Und dann habe ich so ein bisschen, Mose ganz oben. Oder? Mit einem ganzen Volk 40 Jahre durch die Wüste. Ich meine, der hat Stress gehabt. Und dann haben sie gemaulet und gemacht. Und der hat es aber auf Platz 2 geschafft. In meiner Ding. Du bist vielleicht anders, das kann gut sein. Dann Platz 3 habe ich gedacht, das ist der Nehemia. Der die Mauer aufbauen musste, angegriffen, kriegerle, mit der einen Hand so, mit der anderen da. Und dann Verhandlungen führen, dann beim König noch wieder Anträge, dass er genug Mittel bekommt, um das zu machen. Denke ich, der hat es auf Platz 3 geschafft. Und natürlich, klar, Platz 1, das haben wir in der Sonntagsschule schon gelernt, ist Jesus. Er, denkt mich, ist der sein Leben für die ganze Welt gegeben hat. Oder? Wegen dem treffen wir uns ja. Und das, was er mitgemacht hat, da kommen wir später noch dazu in der Predigt, das bringt ihn auf den Platz 1. Und darum schauen wir mal bei ihm, wie das so gegangen ist, wie hat er Entspannung gefunden in dem Druck, in diesen Sachen, die auf ihn zukommen. Oder? Da kommen die Pharisäer, da muss er Jünger auswählen, da kommen die Römer mit ihm und alles und er muss reagieren. Wie hat er denn aus der Ruhe raus? Es dunkelt mich, wenn ich die Evangelien lese, dann ist er immer so, er hat einfach gewusst, was sagen. Easy, ruhig, im Gegensatz zu mir, immer irgendwie reagieren und so, oder? Aber er ist ja Jesus, ist klar. Und darum schauen wir 2 Sachen bei ihm heute Morgen ab. Und der eine Punkt, ich weiß jetzt nicht, eben, das ist jetzt vielleicht mehr Selbsthilfe als Bibel, oder? Weil das heißt Selbstakzeptanz. Das ist so das Wort, das ich recht cool finde. Und da habe ich gedacht, ja, Jesus hätte sich eigentlich selber akzeptieren. Gibt es das Wort überhaupt in der Bibel? Ja, ich muss predigen. Das gibt es nicht. Das Wort gibt es nicht, aber ich habe natürlich im Lukas 10, 27, der Vers hebt für alles her. Ich kann euch sagen, denn du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und jetzt kommt's, und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist vielleicht so ein bisschen drin, oder? Dass wir uns ja auch irgendwie, vielleicht haben wir den anderen nicht so gern, weil wir uns selber nicht so gern haben. Wenn ich mich doof finde und ich soll den Nächsten so lieben wie mich und ich finde mich ja doof, dann bin ich der andere auch doof, oder? Vielleicht bin ich eigentlich so ein schlechter Autofahrer, dass ich alle anderen auch doof finde. Damit es mich wieder ein bisschen oder vielleicht da der Haken, dass wir uns selber gar nicht gern haben. Und darum können wir auch den anderen nicht so gern haben. Aber das ist dann das Thema für eine andere Predigt, Joni. Wir gehen jetzt da eins weiter. Ich will jetzt da 30 Minuten, ist immer noch die Vorgabe, auch im neuen Jahr. Genau. Und darum habe ich gedacht, gut, was hat denn Jesus sich annehmen müssen? Sich lieben und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das steht gar nicht in der Bibel. Und ich vermisse das ein bisschen. Also der Jesus als Teenie mit der Mami, du, wieso habe ich so eine fette Nase? Oder? Die habe ich sicher vom Josef. Und sagt sie, ja, mit dem Josef, der klappt nicht, die ist von mir. Okay. Und warum ist das und dieses und jenes und so? Und das steht einfach nicht in der Bibel. Findest du nicht? Jesus, der hat sich angenommen. Musst du dir mal vorstellen, der wäre nicht so gut in der Schule oder schlecht im Lesen. Das wäre doch mal was. Oder dann kommt der denkwürdige Augenblick, wo Jesus in dieser Synagoge ist und ihm wurde die Schriftrolle des Jesaja gereicht. Und er stackelte die ersten 5 Verse. Nein, er hat es natürlich fließend gelesen. Wir gehen ehrfürchtig, wenn wir die Bibelstelle lesen, auf die Knie und denken, wow, der Jesus, der hätte lesen können. Ich nicht so schnell. Ihr merkt es immer wieder, wenn ich predige. Und da denkst du, hätte er nichts annehmen müssen.
Einfach alles nur das Beste von der Maria, das Beste vom Vater. Ich meine, dem bist du bedient, oder? Dann musst du ja nicht, das steht nicht. Vielleicht hat er ja X-Bike gehabt. Weißt du, du weißt es ja nicht, weil in diesen Jesus-Filmen ist er immer so superheilig. In dem, wo von Campus ist, den finde ich super. Der ist immer so weiss angelegt, hat Haar bis daher super geföhnt und so, wie es Mode war in den 70er, oder? Und dann einfach immer heilig und wow. Aber vielleicht ist er ja gecancelt worden, oder? Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Es steht nicht, also denke ich, geht es mich auch nicht an und ist es auch nicht speziell gewesen, wenn es nicht steht in der Bibel. Und gleich merke ich, ja gut, wenn das Thema Selbstakzeptanz ist, Jesus hat das jetzt vielleicht nicht so müssen, aber der Elias, der muss sich dann schon annehmen, eigentlich fast jeden Morgen. Wenn du aufstehst, denkst du, hey, da bist du jetzt wieder, oder? Und die guten Sachen sind easy, oder? Und da könnt ihr euch jetzt auch 20 Sachen aufzählen, was gut ist an mir. Aber es ist eben das Gesamtpaket, oder? Du musst das Gesamtpaket von dir akzeptieren, dich annehmen und mitmachen, oder? Bei mir ist das eine Legasthenie, bei mir ist das eine Trägheit, vor allem auch morgens und so. Ich bin sehr schnell abgelenkt, also wenn jetzt jemand reinrufen oder so, wäre ich dann gerade woanders und dann könnte man ein Witzchen machen und so. Ich bin eher so unorganisiert, oder? Ich verharmlose und bagatellisiere, das weiss ich jetzt seit dem Ehekurs, oder? Wo es ums Gespräch gegangen ist und so, oder? Ich nehme Kritik auch manchmal persönlich, oder? Dann so richtig. Dann habe ich gemerkt, mein Stirnglätzchen, oder? Weißt du, was schlimm ist? Ich sehe mich ja dann einmal da, oder? Wenn ich da sitze, ich habe sogar da hinten ein Glätzchen. Also das musst du annehmen. Dann schiebe ich Sachen raus, muss ich auch annehmen. Und dass mir die Schwächen nicht so gut in den Sinn kommen, kann ich meine Frau fragen. Das ist vielleicht auch eine Schwäche, oder? Das gehört zum Gesamtpaket. Also wenn ihr mich heiraten würdet, ich bin zwar schon vergelt, gell? Also, oder? Und so denke ich, die Selbstakzeptanz, sich mit sich ehrlich zu beschäftigen, das führt zu einer gewissen Entspanntheit in deinem und in meinem Leben. Und wenn ich das dann so jetzt aufzähle, oder, dann ist das so, das sollte nicht dazu führen, wenn ich sage, nimm dich an. Oder Selbstakzeptanz ist eigentlich die Idee dahinter, nicht, dass du dann sagst, ja, ich habe mich jetzt angenommen, ich bin so, schaut doch selber, oder? Ich bin jetzt halt so. Ihr müsst jetzt schauen. Zu dem soll es genau nicht führen. Oder zum anderen, dass man sagt, oh, ich habe so viele Schwächen, ich werde nie etwas. Und ich kann mich nie verändern. Das ist so ein Minderwertkomplex, oder? So, ich habe das, also geht das sicher nicht. Und eigentlich das auch nicht und das auch nicht und das auch nicht. Und ich bin so ein Armer. Und die Selbstakzeptanz, die ich euch für das 23 ein bisschen schmackhaft machen will, soll genau nicht in die zwei Richtungen gehen. Es geht nicht darum, alle müssen sich jetzt anpassen an meine Fehler. Nein, ich meine es in einem guten Sinn. Sich selber zu akzeptieren. Ganz zuerst mal, ich nehme mich an. Es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Ja, es ist nicht immer gut, ich weiß es. Es ist so, wie es ist. Und dann eine gewisse Entspanntheit darüber haben. Weil ich dann auch vielleicht nicht Ausreden finden muss. Oder die Sachen, die ich nicht so gut kann oder wo meine Schwächen sind, probiere zu vermeiden. Oder irgendwie mich ärgern über diese Sachen. Wie lange habe ich mich einfach sinnlos geärgert über meine Legasthenie? Einfach geärgert, oder? Und in dem ganzen Zusammenhang, ihr merkt, ich kann ja gut Witze über mich selber machen. Wartet nur, bis ich dann mal Witze über euch mache. Ich getraue mich jetzt noch nicht so, aber so langsam, jetzt wo ich nicht mehr so Pastor bin, kann ich ja schon Gas geben. Mir ist einmal gesagt worden, ganz ehrwürdig ist jemand zu mir gekommen, der hat gesagt, Elias, du hast die Gabe von der Transparenz. Da habe ich das mitgenommen und gedacht, was ist das für eine Gabe? Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Hafenkäse. Das stimmt gar nicht. Ich habe die Gabe nicht. Sondern ich habe gemerkt, in diesem Zusammenhang, wenn ich sie jetzt vorher predigt habe oder erzählt habe, habe ich mich schon angenommen. Ich kann mich einfach annehmen und ich kann euch meine ganze Liste erzählen. Und ich kann darüber lachen. Und das ist entspannt sein. Versteht ihr? Und theoretisch könnte man da eine Reihe machen, jeder kommt auf und erzählt mal, oder? Und schaut, wenn die anderen lachen, was dann so passiert, oder? Aber die Entspanntheit ist dort drin, wo ich mich selbst akzeptieren kann. Und habe gemerkt, hey, ich bin halt schon länger in diesem Prozess unterwegs und mich dort drin angenommen.
Und darum kann ich eigentlich auch Witz darüber machen. Ich habe mich damit versöhnt. Und jetzt habe ich eine neue Arbeitsstelle, oder? Und dort haben wir Zivis. Die kommen so für ein halbes Jahr oder ein Jahr arbeiten und so. Und das ist immer lustig, wenn ich mit denen schwätze, reden die plötzlich auch Thurgauer Deutsch. Oder? Die machen mich voll nach. Und dann, so weißt, so schauen sie immer, ob ich reagiere, oder? Ja, nein, ich habe doch das angenommen. Ich habe doch angenommen, was für einen Dialekt ich rede. Also das ist ja so Selbstakzeptanz Nummer 1, oder? Ich meine, ich rede so rede ich jetzt und das ist wunderbar. Gell, Joni? Gell, Roger? Das ist der beste Dialekt, den es gibt. Und ich fahre dann noch breiter an Thurgauer und die Zivis sind dann einmal ein bisschen am Schauen. Der wird jetzt gar nicht hässig und so, oder? Ich bin ja froh, dass sie endlich einen guten Dialekt reden, oder? Wenn sie mich nachmachen, oder? Aber versteht ihr, ich wünschte mir, dass bei uns allen ein Prozess von der Selbstakzeptanz mit all unserem Gesamtpaket, sage ich jetzt einmal, kann starten. Oder vielleicht bist du ja unterwegs, vielleicht einfach weiterführen. Oder vielleicht eben zu Ende kommen. Und dann kommen wir in die Entspannung hinein, ein Stück weit, dass das nicht mehr zudecken muss, dass ich es nicht mehr ärgern darüber. Das ist alles Energie, die verpufft, die mich eigentlich für andere Sachen könnte brauchen. Dass ich es nicht mehr unter den Teppich kehren, dass ich nicht mehr Ausreden suchen muss. All diese Sachen, sondern mich kann annehmen und wissen da, dann sind wir entspannt. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns entspannt annehmen können. Aber wegen dem ist es ja noch nicht weg. Und da können wir uns einen, sagen wir, gesunden Minderwert entwickeln. Dass ich merke, da fehlt mir einfach noch so viel. Beim Lesen, Elias, da fehlt dir einfach noch so viel. Ich tue es ja nicht mehr verstecken, ich tue es nicht mehr mich darüber ärgern, ich tue nicht mehr Ausreden suchen und ich schaue auch nicht, dass ich nie mehr irgendetwas vorlesen muss, oder? Sondern ich schaue dem face to face in die Augen und sage, ja, so ist es. Das ist mein Gesamtpaket und ich bin versöhnt. Und dann kommt ein gesunder, oder wir haben immer, Minderwert ist etwas Schlechtes. Nein, Minderwert in diesem Zusammenhang ist so eine gute Sache. Weil ich weiß ja dann, wo ich einen Minderwert habe. Und ich kann versöhnt mit dem umgehen. Und das heisst, ich kann mir ganz entspannt eine Strategie überlegen, wie ich das verändern kann. Wie ich das erreichen kann, was ich eigentlich erreichen will. Und das finde ich so eine geniale Sache. Und ich habe natürlich da, kann ich das jetzt schon bringen? Ah ja, genau, oder? Ich als Pastor habe es natürlich einfach gehabt, oder? Für Legasthenie, da gibt es noch etwas, Lesen. Und das habe ich, nachdem ich es dann nicht mehr versteckt habe, habe ich angefangen zu lesen. Obwohl ich eigentlich keine Leseratte bin. Und als Pastor hast du so ein dickes Buch, da geht dir der Lesestoff nie aus. Und da habe ich gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Und natürlich ist es so, wenn ihr leset, ich habe in einer Stunde vielleicht 5, 6 Kapitel gelesen, wo wir bibelintensiv gemacht haben, weißt, dann ist so eine Stunde 10 Kapitel, das schaffe ich nicht. Aber ich lese und ich habe die Strategie und das verfolge ich jetzt, oder? Bis rauf, weil ich entspannt darüber bin, dass ich das habe, kann eine entspannte Lösung finden und ich kann entspannt so das umsetzen. In jedem Augenblick, der auf mich zukommt. Und das ist cool. Und ich kann einen Prozess starten. Erst dann, wenn ich entspannt dem kann entgegenschauen. Und nicht irgendwie, mich muss brüsten und alles andere. Und genau, ihr habt es begriffen, nehme ich an. He? Gut, jetzt kommen wir doch wieder mal zum Jesus. Und zwar denke ich, ja, der hat doch auch Minderwert gehabt. Steht zwar nie nicht. Und mit Minderwert meine ich jetzt nicht, ich bin so ein Armer und ich kann nicht und ich bin nicht, sondern ich meine genau, dass er bewusst entspannt weiß, was er nicht kann. Und dann probiert das System herauszufinden, um das zu erreichen. Das steht so auch nicht ganz in der Bibel, ich weiss, tut mir leid. Aber es ist ja die erste Predigt im Jahr, da kann man noch ein bisschen, genau. Aber ich denke, Jesus hat doch ein Stück weit auch nicht immer gewusst, wie er mit den Pharisäern umgehen soll. Oder den Römer, oder seinen Jüngern. Oder was er soll an der Bergpredigt sagen. Oder wenn er das jetzt da soll machen oder dort. Hat er das immer genau gewusst, schon im Voraus? Ja, wenn dann die kommen, sage ich das und das. Und sie kommen sowieso, er weiß ja alles. Ich glaube, er hat dort ein Stück weit einen Minderwert gehabt, er hat den gelöst, indem er mit seinem Vater nächtelang abgehängt ist. Indem er mit seinem Vater nächtelang das besprochen hat.
und gesagt hat, hey Vater, was soll ich denn jetzt machen, wenn meine Jünger kommen und wie soll ich denn da weitergehen und wie soll ich da mit den Pharisäern und was soll ich und mit ihm das Ganze besprochen. Ich glaube, es steht so nicht. He? Aber ich glaube, dass das etwas vom Besten ist, so einen Weg im Gebet zu finden mit seinem Minderwert. Wo man aus dem Entspannten, sich kennenlernen, sich annehmen, rauskommt, mit dem Vater das zu besprechen. Und ich kann das natürlich biblisch belegen, oder? Also der Minderwert jetzt nicht, aber Jesus zog sich, oder in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Und ich glaube, genau in diesen Sachen hinein hat doch Jesus das, Herr, wieso der Petrus? Echt, jetzt geht er mal langsam so auf die Nerven. Und wie könnte ich jetzt mit ihm liebevoll umgehen? Gib mir da Kraft, Herr Heiliger Geist, hilf mir, dass das so ein bisschen gelaufen sein könnte. Und er sagt dann später, dass ich nichts von mir selbst austue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Also irgendwo muss doch schon etwas passiert sein, wo sein Vater ihn gelernt hat. Das steht jetzt halt alles so auch zwischen den Zeilen und gleichzeitig finde ich das etwas vom Gewaltigsten, wenn man so kann mit dem gesunden Minderwert umgehen. Also erstens Selbstakzeptanz, sich anzunehmen und dann zweitens zu sagen, hey, und mit dem gehe ich zu meinem Vater und besprich das, was in dir, in deinem Herzen ist. Und das gibt eine Entspannung, das gibt eine Annahme, das gibt eine Gelassenheit in dein Leben hinein. Und das ist das, was ich mir wünsche für das 2023. Und mit dem Vater unterwegs zu sein, ist so ein Angehen von innen oder von oben, könnte man sagen. Man geht seinen Minderwert, dass man nicht eben mit Gott an oder man schaut es innen an. Und ich denke, zum Beispiel gerade im Thema Sucht, wo ich ja jetzt so ein bisschen ab im Arbeiten drin bin, ist es ähnlich, wo ich erkenne zum Teil, die Leute, die gar noch nicht an dem Punkt sind, dass sie offen und ehrlich akzeptieren, dass eine Sucht da ist. Die kommen auch mühsamer einen Schritt weiter. Die mal grundsätzlich schon sich akzeptiert haben, so wie sie sind, mit dem, was ich falsch mache, mit dem, was mich das Reissen überkommt und so weiter, wo das erkennen, für sie ist es auch ein Stück weit ein bisschen ringer, den nächsten Schritt zu machen auf dem Weg aus der Sucht raus. Und so wünsche ich, dass wir im 2023 unseren Minderwert mit Jesus oder mit dem Vater besprechen. Weil er ist ja auch wesentlich an unserem Bauplan und an unserer Entstehung, an dir, oder? Wenn wir die Psalmen zitieren wollen, oder? Im Mutterleib habe ich das gesehen. Und er hat ja keinen Fehler gemacht. Sagen wir uns immer so schön, oder? Ich meine das manchmal nicht immer, oder? Aber ich nehme es dann an. Aber wenn wir genau den Minderwert können, mit dem Vater besprechen, das ist ein entspanntes Leben im 2023. Ein zweiter Punkt, den ich euch noch mitgeben will, ist 23. Und der geht dann ein bisschen ins Ähnliche hinein, aber hat mehr mit der Situation zu tun. Jeder von uns ist ja in einer anderen Situation. Und dann ist der zweite Punkt, seine Aufgabe, seine Situation zu akzeptieren. Und ich kann ihn ein bisschen kürzer machen, weil jetzt haben wir es schon begriffen, was ich meine. Ehrlich das anzunehmen. Es ist, wie es ist. Mit mir und mit meiner Situation. Und da schauen wir jetzt Film weiter. Wir schauen jetzt nämlich noch den Schluss von dem Film. Oh, der Scheiß. Schon recht viele Punkte auf einen zu.
Also wenn wir jetzt die verschiedenen Stückchen, die wir da gesehen haben, als verschiedene Lebenssituationen anschauen, oder? Dann könnte es sein, dass dein Leben vielleicht genau so ist, oder? Wo gar kein Level mehr ist. Gar nicht mehr. Da kommen so viele Sachen auf dich zu. Und das ist deine Situation, wo du jetzt gerade drin bist. Ich habe schon gesagt, ich bin eher so beim Elise-Ding, oder? So ein bisschen gemütlich, friedlich durchs Leben. Und so ist jeder in seiner Situation, oder? Ob das jetzt gerade Krankheit ist, ob das ein Wechsel ist, wo irgendwie passiert, ob das Veränderung ist, ob das Familie ist. Familie mit braven Kind, Familie mit einem braven Kind und einem Revoluzer, eine Familie mit und so weiter, oder? Oder im Job, ob es jetzt gut ist, schwierig, ob man irgendwie einen neuen Job muss suchen, ob man intern muss wechseln, ob was auch immer passiert, oder? Egal, was auf dich zukommt. Du kannst es ja so ein bisschen einordnen, wie wir es da im Film gesehen haben, oder? So die einen easy, die anderen so. Aber es geht auch da um den Punkt. Wenn wir die Energie für das verwenden, dass wir uns aufregen, dass die Situation so ist, wie sie ist, oder wenn wir von anderen Menschen eine Maske tragen und sagen, nein, alles im Griff, ist super, alles gut und so weiter. Oder wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich nehme meine Situation ehrlich an, wie sie ist. Ein Ja finden zu seiner Situation. Miriam und ich, wir haben so ein Ding, ein Sprichwort, oder haben wir jetzt herausgefunden, oder so im Zusammenhang von dem Thema, wo ich sie oder sie mich fragt, ist alles okay? Und dann sagt man als Antwort, nein, aber es ist okay. So das, ja, es ist, ich habe Kopfweh, ich habe das, es ist selbst, ich mit dem Tennisarm, aber muss ich sagen, also ein gutes Beispiel, mein Tennisarm. Februar, März. Weh, noch mehr weh, super weh, einfach weh. Und das hatte ich die ganze Jahr. Und irgendwann so im Juni, August, dann dachte ich, jetzt könnte es dann etwa vorbei sein, nach 9 Mal Physio und allem Grämeln und Salben und Zeug und Sachen. Es wird nicht besser, es wird ein Job jetzt besser mit dem Physio, muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Und jetzt am Schluss, was ist, oder? Spritzen drin, alles wieder gut. Oder? Aber die Zeit in diesem Jahr, ich habe ja die Worship-Band, Ukulelen und so, habe ich angefangen zu spielen. Ich habe 5 Griffe und dann hat es so wehgetan, dass du nicht mehr hast können. Bogenschiessen, mein neues Hobby, oder? Nicht mehr können machen. Die im Club haben schon gedacht, ja, du bist so ein Eintagsflüger, oder? Kommst mal und jetzt kommst du wieder nicht mehr. Und das viele andere Sachen im Leben, die schwierig sind, die ich nicht mehr annehmen konnte. Oder nicht machen konnte. Und dann irgendwann ist der Punkt, ja, nehme ich das an, oder nerv ich mich einfach die ganze Zeit. Oder rege ich mich auf, oder mache ich und so weiter. Und genauso ist es zum Beispiel, wenn ich eine Predigt vorbereite. Dann weiss ich ja, am Sonntag habe ich die Predigt, oder? Und dann kann ich mich aufregen, dass ich nicht jeden Abend in den Ausgang kann, oder, in dieser Woche, sondern ich muss ja hersitzen und die Predigt vorbereiten. Den Tag durch arbeite ich ja. Es ist nicht mehr wie als Pastor, oder, wo den ganzen Tag so denkst, was könnte ich jetzt lese mal die Bibel. Entschuldigung. Come on, Danny. Siehst du, jetzt mache ich langsam Witz über euch. Jetzt. Na gut. Das habe ich so nicht in den Notizen, das ist auch nicht böse gemeint. Gut. Aber einfach, oder? Dann, was mache ich? Ich nerv mich die ganze Zeit. Jetzt muss ich noch herhocken und eigentlich würde ich viel lieber gamen und das machen und selber und so. Oder das Beste ist natürlich, wenn ich es mache. Oder? Ich schiebe alles auf den Sonntagmorgen und dann geht es auch recht gut. Aber versteht ihr, ich muss mich immer versöhnen. Ich sage ihm Joni grosszügig zu, wenn er sagt, hey, hast du Zeit, sage ich, ja. Aber ich muss mich immer versöhnen mit dieser Zeit, dass ich dann eben die Woche mache ich nichts ab. Da bin ich da bin ich mit Gott, da bin ich und so weiter, damit die Predigt stand. Und das ist jetzt vielleicht so ein einfaches Beispiel, wenn du gerade den Job wechseln oder so. Aber der Punkt ist, es geht um die Situation anzunehmen, wo du drin bist. Und auch das anzunehmen, es ist, wie es ist. Ist alles okay? Nein, aber es ist okay. Das führt zu einer Entspannung. Das führt zu einer Ruhe. Das führt zu dem, dass man sagen kann, ja, ich habe mich angenommen und ich habe meine Situation angenommen. Ich höre auf, mich zu ärgern. Und die peinlichen Sachen, die in dieser Situation vielleicht drin sind, oder der Ärger oder die Not, die kann ich annehmen, in Ruhe und dann eine Lösung finden. Und mit wem? Mit Jesus oder mit dem Vater so eine Lösung zu finden. Es ist ja ähnlich wie die Selbstakzeptanz, oder? Wo man da drin hineingehen können. Und ich finde das so faszinierend,
wenn man dann eben die Evangelien liest. In was für eine Ruhe, in was für eine gewaltige Heiligkeit, dass Jesus dann eben doch reagiert hat auf all die Situationen, die auf ihn zugekommen sind, die also sehr schwierig sind, oder? Gerade wenn sie ihn festnehmen und er flickt einem anderen das Ohr noch her, oder die Pharisäer, die ihn eigentlich schon steinigen und er ist noch mal durch sie durch können gehen, und da ist er einfach ein riesen Vorbild. Er hat seinen Auftrag vom ersten Augenblick an akzeptiert und ist durchgegangen. Und dein Leben ist ja ein Auftrag. Wenn du Familie hast, ist das dein Auftrag, wenn du deinen Job und so weiter. Du kannst ja selber, wo du dran bist, oder? Aber mit dem ihnen auch zu leben und zu sagen, jawohl, ich verlasse den Himmel, hat Jesus gesagt. Ich gehe. Ich verzichte auf all meine Privilegien. Gang meinen Weg. Und er hat getauscht. Mit dem Menschsein, Gottsein, ein Stück weit tauscht und hat das alles angenommen. Hunger, Durst, Leid, Ablehnung, Schmerz, Krankheit, der Tod, Ungerechtigkeit, alles hat er tauscht gegen den Himmel. Und weißt, ich rede ja noch ein bisschen davon, ich weiss ja nicht, wie der Himmel ist, ich habe das noch nie erlebt. Aber er schon. Der weiss dann, wo er Hunger hatte und musste hinter den Busch schiessen, denkt er, im Himmel war es echt schon viel besser gewesen. Das ist jetzt ein bisschen, aber wisst ihr, was ich meine? Und er hat es angenommen. Und er hat seinen Weg gegangen. Und so ist ein Stück weit auch das, aus dieser Beziehung zum Vater raus, bringt uns in unsere Situationen in unserem eigenen Leben zur Ruhe. Und können dort drin hineinzugehen. Und ich will es euch natürlich bringen, oder? Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist so gewaltig. Er hat schon nochmal nachgefragt, hey, könnte es auch anders gehen? Und dann, nein, aber dein Wille soll sehen, oder? Nur damit wir das komplett haben, oder? Er hat seinen Auftrag angenommen und akzeptiert und ist gegangen. Und dann ist er zum Retter geworden für die ganze Welt, für dich und für mich. Das ist der Grund, warum wir uns da treffen, auch im 2023 wieder. Vielleicht hat er das immer stets vor Augen gehabt. Vielleicht hilft das ja auch, wenn man in einer Situation ist. Als Familie kannst du ja nicht einfach raus, hast einfach Familie. Aber vielleicht vor die Augen führen, hey, das werden mal 2 gute Mädchen, das werden mal 2 gute Buben. Für das gehe ich, für das nehme ich es nochmal auf, so wie Jesus das auch akzeptiert und ermutigt mit dem Ziel vor Augen. Und aus dieser Ruhe mit dem Vater zusammen zu entscheiden über dein Leben, über deinen Minderwert oder auch über deine Situation drin. Und ein Punkt zum Schluss ist mir noch in den Sinn gekommen. Ich habe der Predigt eigentlich das Ganze ist mir ins Herz hineingekommen, durch das, dass ich Menschen kennengelernt habe und immer wieder auch gesehen oder mir über den Weg laufen, die so fest mit ihrem Schicksal oder mit ihrer Situation auch hadern. Und schimpfen und ärgern und klagen und so weiter. Und ich habe gemerkt, Entspanntheit ist das eine und das Gegenteil ist Hadern. Und wenn man entspannt ist und die Sachen akzeptiert auf eine gute Art, so wie ich es auch erklärt habe, dann findet man wie Gottes Hand auch. Und man kann sagen, hey, ja, und ich greife die Hand und ich gehe in deine Nähe vom Vater und ich gehe dort hin und ich bespreche es mit ihm. Und so viele Menschen, merke ich, gehen wegen dem Hadern mit ihrer Situation oder mit ihrem Minderwert, den sie haben, wo sie vertuschen und eben auch das. Und die hadern so mit Gott und der Welt und sind hässig und haben die ganze Energie auf dem und sie gehen vorbei an der offenen Hand vom Vater, der sagt, hey, eigentlich will ich mit dir durch das durchgehen. Eigentlich findest du bei mir Ruhe. Eigentlich findest du bei mir das Entspannte. Schaut, das 2023 wird gute und schlechte Zeiten für jeden von uns parat haben. Und es ist die Frage, wie wir in diesen Zeiten reagieren, mit uns, über uns und mit unseren Situationen.
Und da will ich, ein Wunsch ist das vielleicht, oder? Dass wir in diesen Situationen, wo es gut geht, dankend die Nächte mit Gott verbringen. Und in diesen Situationen, wo es schwierig ist, flehend mit Gott die Zeit verbringen. Und nicht so einfach, ja, ich bete sie jetzt weg. Ja, da müssen wir drüber gehen, da müssen wir den Geist noch binden von dem und von da. Das mag sein, aber zuerst in die Nähe hinein zum Vater zu gehen und dann vielleicht zu akzeptieren und nicht einfach gerade sofort wegbeten. Sag, ja, es ist so. Ist alles okay? Nein, aber es ist okay. Und dann reden wir darüber, ob wir jetzt etwas wegbeten oder nicht und überlegen und Zeug und Sachen. Und das wünsche ich mir, dass wir so in ein 2023 können oder so in eine Zukunft können gehen, wo wir entspannt sind über dem, was in unserem Leben passiert und wir sind. Und ich habe noch am Schluss einen Spruch gehabt, den habe ich auch mal im Status gehabt bei WhatsApp, aber der ist einfach, ihr merkt, das ist schon länger her, darum das beschäftigt mich. Es ist das gleiche Wasser, das Kartoffel weich und Eier hart macht. Nicht die Umstände sind das Problem, sondern aus was wir gemacht sind. Oder ich würde jetzt sagen, wie wir reagieren. Wirst du hart? Vertuschst das, was du nicht kannst? Haderst du mit deiner Situation, mit deinen Umständen oder wirst du weich? Reagierst du weich und sagst, ja, es ist so, ich nehme das an. Nicht als Komplex und nicht als Opfer, sondern einfach ehrlich und entspannt und dann mit Gott oder natürliche Beratung oder wie auch immer Lösungen zu finden. Und es gibt ein gutes Jahr, wenn wir so führen können. Es gibt ein Jahr, wo Jesus, wo der Vater zu uns reden kann, wo er uns helfen kann, wo er uns die Hand gibt und uns mitnimmt durch die Sachen durch. Weil das Entspanntsein vor Gott hilft, dass er kann wirken, dass er kann fließen vielleicht, dass sein Geist kann wirken in unserem Herzen. Und das ist das, was ich mir wünsche für uns, für mich im Jahr 2023. Und das ist ganz etwas anderes als gute Vorsätze, die irgendwie nur Druck auslösen. Hey, und jetzt gehen wir in eine Zeit vom Worship, wo man das einfach auch noch mal verdauen können. Vielleicht auch noch mal dich kannst reflektieren und Gott kannst antworten und sagen, hey, ja, so, da bin ich und du kämpfst schon lange, du weißt es, hilf mir in dieser Zeit. Und dann gibt es noch das Abendmahl, das man natürlich nehmen könnte, wenn du das Gefühl hast, hey Herr, genau, jetzt nehme ich bin ganz entspannt über das und ich nehme noch mal das Abendmahl darüber, dass es eben gut ist und dass du für all meine Schwächen, meinen Minderwert auch gestorben bist und das noch mal vor Augen führen. Vielleicht gehst du aber auch rein und sagst, weißt du was, Jesus, jetzt will ich noch einen Stupf von dir, einen Vers von dir und dann gehen wir, dort hat es Tischchen und auch da hat es einen Tisch, wo man so einen Jahresvers kann nehmen. Und das ist nicht irgendwie so Orakel oder etwas, aber es kann vielleicht so ein Stupf sein fürs Jahr, wo vielleicht passt in dein Leben hinein, wo du kannst als Ermutigung nehmen kannst. Und das ist so die nächste Zeit, die wir miteinander verbringen im Worship hinein. Ich will noch beten zum Schluss. Jesus, danke vielmals, dass du jeden eigentlich in eine Situation hineingestellt hast. Die einen jetzt gerade gute, die anderen jetzt gerade kompliziert oder schwierige. Und mit jedem willst du einen Weg gehen. Das ist ganz sicher in der Bibel verankert. Und da danke ich dir dafür, dass du da mit jedem einen Weg willst gehen und eine Geschichte willst schreiben, so wie du mit Jesus eine Geschichte geschrieben hast, Vater. Und danke, Jesus, du hast ja alles hinter dir gelassen und bist auf die Erde gekommen und du kannst uns so gut verstehen, weil du das alles auch hast. Die Ungerechtigkeit, das Fiese, das Gute, all das kannst du, was wir erleben, hast du auch schon erlebt und kannst du voll verstehen. Und so können wir entspannt zu dir kommen und uns dir das einfach geben, was ist. Und das freut mich, Jesus. Und ich danke dir, dass die Möglichkeit im christlichen Glauben so stark auch herausgestellt wird. Danke dir vielmals dafür. Amen. Hey, jetzt stehen wir auf und gehen in die Zeit. Abendmahl hat